Durchatmen und auftanken. Durchatmen und auftanken. Das ist die Predigtserie, in der wir im Moment unterwegs sind. Gestartet haben wir letzte Woche und heute möchten wir weitergehen, uns tiefer beschäftigen mit Durchatmen und Auftanken. Und ich bin ehrlich, wo ich mir anfange Gedanken machen habe, wo wir uns als Team mit der Serie auseinandergesetzt haben, wo es um Pause machen geht, wo es um Stillwerden soll gehen, wo es um Gott erkennen in der Ruhe zum Thema soll werden, oder wo es auch darum geht, einfach zum Pause machen, habe ich im ersten Moment gedacht, die Predigtserie ist spezifisch für so eine Gruppe von Menschen. So für die Workaholics, oder? Die einfach die ganze Zeit am Arbeiten sind und die keine Pause machen können und für die es ganz schwierig ist, überhaupt jemals zur Ruhe zu kommen. Oder ich habe zuerst so gedacht, ja, das ist eine Predigtserie, das ist für so Menschen, weißt du, die ganze Zeit busy sind. Bis mir etwas aufgefallen ist. Und zwar ist mir aufgefallen, dass wir alle ganz busy sind. Dass das nicht nur mit Arbeit zu tun hat, unsere Business von der heutigen Zeit. Wir alle erkennen den Fakt, dass unsere Zeit und unsere Gesellschaft und unsere Kultur immer am schneller werden ist. Und dass es immer normaler ist, gestresst zu sein. Es ist sogar schon so normal, dass Menschen, wenn sie mit mir reden, davon ausgehen, dass ich super busy bin. Also wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, dann höre ich häufig mal, ja, Micha, du hast sicher gar keine Zeit, oder? Du musst sicher mega beschäftigt sein. Und ich sage dann immer, nein, ist eigentlich gut. Ist eigentlich gut. Ist jetzt nicht so mein Problem. Versteh mich nicht richtig. Ich bin wirklich gern Pastor. Und ich arbeite gern, aber ich arbeite noch lieber nicht. Ich mache noch lieber einfach meine eigenen Sachen und bin gern einfach nicht am Arbeiten. Also ich bin kein Workaholic per Definition. Aber trotzdem merke ich, dass gestresst sein ein unglaubliches Thema in meinem Leben ist. Also es hat nicht nur mit Arbeit zu tun, dass wir gestresst sind, dass wir immer mehr Burnouts erleben, dass wir sehen, wie unsere Gesellschaft und Menschen, die heutzutage unterwegs sind, einfach mehr erschöpft sind. Und die Arbeitszeit, die geleistete Arbeitsstunde im Durchschnitt ist seit 100 Jahren kontinuierlich am Sinken. Also wir arbeiten heute sehr viel weniger, als das noch der Fall war vor 100 Jahren im Durchschnitt. Und trotzdem sind wir alle irgendwie so gestresst und sind sind in einer Erschöpfung unterwegs, sind müde und kämpfen gegen Burnouts. Und da ist mir aufgefallen, ich glaube, die Predigtserie, die ist für uns alle. Wir alle müssen lernen, neu aufzutanken und durchzuatmen. Mal Pause machen und ankommen. Und um das soll es gehen in dieser Predigtserie. Und dass unsere Kultur immer gestresster wird, ich glaube, das ist Fakt. Und ich denke, die Werbeindustrie ist immer sehr gut im so aufnehmen, was so läuft in unserer heutigen Kultur. Also wenn du einen Spiegel willst, für was die Menschen beschäftigen, dann musst du in Werbung schauen. Weil die Menschen, die Werbung machen, die beschäftigen sich ja den ganzen Tag mit nichts anderem als mit was wollen Menschen? Was beschäftigt Menschen? Was geht ab in der heutigen Zeit? Und ich kann zum Aufzeigen, was ich so denke, hat sich verändert in unserer Gesellschaft 2 Werbeclips gefunden. Der eine Werbeclip von der gleichen Unternehmung, von Mercedes. Ja, genau, da freut sich ein paar, die für Mercedes arbeiten. Heute machen wir Werbung für Mercedes im Gottesdienst. Ich habe euch einen Werbeclip aus den 90er Jahren mitgebracht. Also der ist jetzt dann 30 plus, etwa so alt wie ich. Und es ist schon interessant, um den Werbeclip zu schauen, wo in den 90er Jahren gemacht worden ist und wo für Menschen von dieser Zeit war. Und dann schauen wir als nächstes, nachdem wir den geschaut haben, schauen wir einen Werbeclip von Mercedes aus der heutigen Zeit. Also schauen wir zuerst den ersten miteinander. Kollege,
Willkommen zu Hause. Also was bekommst du, wenn du einen Mercedes in den 90er Jahren kaufst? Hey, du bekommst Ruhe und Erholung. Sobald die Tür zugeht, kannst du die ganze überbeschäftigte Welt einfach aussperren und hast jetzt so dein Zuhause und kannst du mal richtig durchatmen, oder? Oh, das ist so richtig gut. Okay, was wird heutzutage beworben? Was braucht der heutige Durchschnittsautofahrer? In den 90er Jahren war es offensichtlich Ruhe und ein Zuhause zum Ankommen. Was brauchen wir heutzutage? Kannst du mal den Werbeclip von heute zeigen? Willkommen bei Mercedes-Benz. Wie kann ich Ihnen helfen? Die neue E-Klasse. Könnte ich Sie wohl Probe fahren? Diese Limousine kann sich jedem Fahrer anpassen. An jeden Fahrer? Eine künstliche Intelligenz. Genau. Routinen synchronisieren Komfort automatisch. War nicht zu übersehen. Videostreaming, Musik und Gaming erfüllen höchste Entertainment-Ansprüche. Sensationell. Digital Rent Control macht Komfort noch individueller. Burmester Surround Sound System für ein immersives Erlebnis. Videokamera und In-Car Office für mobiles Arbeiten. Onel John Yagane. Jordi Haseu. Und ab die Post. Und natürlich der intergalaktische Reisemodus. Also ich würde Sie direkt mitnehmen. Yes, genau. Also ich sehe, KI ist nicht nur bei uns im Gottesdienst angekommen, sondern das kannst du jetzt auch in deinem Mercedes haben, egal was du brauchst. Das beste Soundsystem, das neueste Gaming Entertainment oder ein mobiles Büro, alles verfügbar für dich in deinem Auto, auf das du ja nie mehr musst einen Moment nichts laufend haben. Auf das du ja keinen langweiligen Moment mehr musst erleben. Hey, egal ob du Musik hören willst, ob du gamen oder ob du arbeiten willst, das Auto gibt dir, was du brauchst. Hauptsächlich ja keine Pause machen. Und ja nicht zur Ruhe kommen. Und ich glaube, das ist einfach so symptomatisch für die Zeit, wo wir heute unterwegs sind. Es ist busy geworden. Und dem gegenüber, dieser heutigen Zeit, steht die Einladung oder der Fakt, wo Gott uns sagt, sind still und erkennen, dass ich Gott bin. Wir haben im Psalm 46, Vers 11 bis 12 den Schlüsselvers, wo in dieser Predigtserie Thema ist. Dort sagt der Psalmist, für Gott seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern und mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakob ist unser Schutz. Selah. Und das ist einfach so gegen unsere Kultur und gegen unsere Zeit. Gott sagt, hey, wenn du mich erkennen willst, wenn du verstehen willst, wie ich funktioniere, der erste Schritt, brich auf und lerne Gott kennen, der bedingt eine Pause, der bedingt Stille und Ruhe. Wir müssen aufhören, busy sein, wenn wir Gott erkennen und ihn verstehen und tiefer Beziehung leben mit ihm, dann braucht das eine Pause. Ich finde es mega cool, wie Message Translation der Bibelvers übersetzt. Message Translation, das ist, der Eugene Peterson hat Sprachen studiert und hat darauf festgestellt, dass die alten Sprachen eine poetische Schönheit haben. Und wenn du das einfach übersetzt, wie man die Bibel übersetzt, Wort für Wort, dann geht etwas verloren. Nämlich eine Poesie und eine schöne Sprache. Und so hat er angefangen zu übersetzen. Als Ergänzung muss man das verstehen. Das ist nicht die Bibel, die du die ganze Zeit lesen solltest, aber als Ergänzung mit dem Fokus, die Schönheit von diesen poetischen Versen, die wir in der Bibel haben, rauszubringen. Und er hat den Psalm 46, Vers 11 so übersetzt. Und das ist halt Englisch, darum lese ich es zuerst auf Englisch. Und unten dran hast du die deutsche Übersetzung. Er hat es so übersetzt. Step out of the traffic. Hey, steig aus zu dem, was du gerade dran bist am machen. Wenn du Gott erkennen willst, dann musst du aus deiner Routine rauskommen. Dann braucht es
eine Pause. Take a long, loving look at me, your high God, above politics, above everything. Hey, was für eine gewaltig schöne, gute Übersetzung ist das, um das zum Ausdruck zu bringen. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, wenn wir sehen und verstehen, wie er ist, dann müssen wir zum Verkehr rauskommen. Dann müssen wir zu unserem Alltag daraus rauskommen. Dann braucht es eine Pause und dann braucht es einen langen, liebevollen Blick auf Gott. Und um das geht es in dieser Predigtserie. Um das soll es gehen. Das wollen wir entdecken. Wie machen wir das heutzutage in unserer Zeit? Wie können wir eine Pause machen? Wie können wir durchtanken, auftanken und durchatmen bei Gott? Jesus hat seinen Jüngern eine gleiche Einladung ausgesprochen. In Matthäus 11, Vers 28 bis 30 sagt Jesus seinen Jüngern, die mit den Menschen, die mit ihnen unterwegs sind. Und vielleicht merkt man da, okay, Stress scheint nicht nur heute aktuell zu sein, sondern auch zu der Zeit von Jesus. Er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Hey, was für ein geniales Angebot, was für ein geniales Versprechen, was für starke Worte von Jesus für uns heutzutage, wo uns so sehr nach Ruhe für unsere Seelen sehnen. Ich weiss nicht, wo du unterwegs bist, aber wenn ich das lese, dann macht das etwas mit mir. Nämlich, dann schreit alles in mir, ja, ich, gib's mir, ich will das. Jesus, ich, hallo, kann ich das bitte haben? Ich will gerne zur Ruhe kommen, ich will gerne auftanken, ich möchte gerne, dass meine Seele Ruhe findet. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du dich fragst, okay, aber ich bin doch mit Jesus unterwegs, ich folge ihm doch nach. Wo genau funktioniert es jetzt nicht, oder? Warum genau finde ich dann immer noch keine Ruhe für meine Seele? Warum ist das Joch von meinem Leben irgendwie gleich noch nicht leicht? Wieso ist es manchmal trotzdem schwierig und gestresst? Und ich glaube, der Schlüssel in diesem Vers ist, wenn Jesus sagt, lernt von mir. Lernt von mir. Ich glaube, die Einladung, die Jesus ausspricht, ist nicht ein Quick Fix, den wir manchmal gerne hätten. Dass wir jetzt endlich sofort ein Gebet sprechen und dann Ruhe für unsere Seelen erleben, sondern seine Einladung ist, ein Unterwegssein mit ihm. Er sagt, lern von mir. Schau, wie ich mein Leben lebe, schau meinen Lifestyle an und fang das auch an machen in deinem Leben. Und wenn man sich mal ein paar Sekunden Gedanken macht über den Lifestyle von Jesus, dann wird einem mega schnell klar, dass Jesus unglaublich ungestresst durchs Leben gegangen ist. Jesus hat den grössten Auftrag bekommen, den man überhaupt haben kann. Also er hat wirklich, wortwörtlich die Welt retten. Das war sein Job. Er ist geschickt worden auf die Welt, mit dem Job die Welt zu retten. Und dann, was macht er 30 Jahre lang? Für uns gefühlt nichts. Er macht einfach mal nichts. Einfach 30 Jahre lang ist er Schreinerlehrling in der Bude von seinem Papi. Und dann, wo es endlich losgeht, wo endlich der grosse Auftrag bekannt gemacht wird, wo Jesus endlich auf die Weltbühne tritt und der Welt verkündet, hey, der Messias ist da, jetzt ist der Retter da. Was macht er als nächstes? Er geht 40 Tage in die Wüste. 40 Tage in die Wüste. Stell dir das mal vor. Wenn Jesus sagt, folg mir nach, dann heisst das, okay, 40 Tage Wüste. Ich meine, ich finde 1 Stunde auf einem Stuhl schon schwierig. Ich weiss nicht, wie es dir so geht, aber hey, zu dieser Ruhe kommen und einfach nichts machen, das kann es ja nicht sein, was Jesus jetzt da meint, oder? Mal, ich glaube eben schon. Ich glaube, wenn Jesus sagt, komm, folg mir nach, dann lädt er uns ein, seinen Lebensstil zu imitieren. Und wenn wir in die Ruhe kommen wollen, wenn wir zu dieser Ruhe kommen wollen, dann müssen wir anfangen, das ernst zu nehmen. Wenn er sagt, folg mir nach, lern von mir, schau, wie ich es mache. Hast du gewusst, dass die ersten Christen, also so die erste Kirche, die entstanden ist, die hat einen Titel bekommen. Die sind bekannt worden, den Titel haben sich nicht selber gegeben, sondern das hat, so die Gesellschaft hat das diesen Christen den Titel gegeben und die haben geheißen, der Weg.
Man hat gesagt, das sind die den Weg, das sind die den Weg laufen. Weil die Menschen sind bekannt gewesen, dass sie unterwegs sind, dass sie auf dem Weg sind mit Jesus. Ich finde das relativ krass, wenn du als Gruppe von Menschen aus der Gesellschaft heraus einen Titel bekommst, der heisst, hey, die sind sichtbar auf einem Weg mit Jesus. Ich wünschte mir, dass das für uns heute wieder der Fall wäre. Dass wir bekannt sind für die einfach anders sind, für die irgendwie auf einem Weg sind mit Jesus. Deren ihr Leben und deren ihr Lebensstil sieht so ganz anders aus. Und ich glaube, es ist irgendwie uns allen klar, dass Lebensstil nötig ist für gewisse Resultate. Ich habe mir Parallelen überlegt. Ihr kennt ja sicher ihr kennt sicher so Menschen, die mega fit sind und mega parat aussehen, oder? Weißt du, so richtig einfach so Muskelpaket, gefühlt Gramm, kein Fettgramm im Körper, 5% Bodyfett und drunter, weißt du, so die Menschen. Und manchmal geht es auch so, oder so ultra fitte Menschen, oder? Und du schaust die an, so der Simi Frey zum Beispiel, kennt ihr den? Oder? Das ist so einen, oder? Er hat heute übrigens Geburtstag, darum habe ich gefunden, ich tue ihn erwähnen. Genau. Hey, und vielleicht geht es dir manchmal so und du schaust die Menschen an und denkst, Mann, hey, ich will gerne auch so aussehen. Ich will gerne auch so sein. Ich möchte gerne auch, dass mein Körper so aussieht. Aber weißt du, was ist das Problem? Das Problem ist, die sind eben gestern am 9 Uhr ins Bett gegangen. Nachdem, dass sie Selleriesalat zum Nacht gegessen haben. Und vielleicht noch einen Proteinshake getrunken haben, oder? Und du und ich? Was ist bei uns so gelaufen? Ja, der Lebensstil von uns ist einfach nicht der gleiche. Genau. Das ist bei uns gelaufen. Letzte Nacht, wo die anderen ins Bett sind, haben wir angefangen Netflix zu bingen und haben Rotwein gurgelt dazu und ein paar Chips uns ins Gesicht gedruckt, weißt? Und dann musst du dich nicht wundern, dass das bei uns Resultat so anders rauskommt als bei den Menschen, die fit sind. Und es ist ja irgendwie logisch, dass gewisse Sachen mit einem Lebensstil einhergehen. Und ich glaube, bei der Ruhe, zur Ruhe kommen, bei Jesus auftanken, durchatmen und die Erholung von unserer Seele zu finden, das bedingt einen Lebensstil, der gegründet ist in der Nachfolge von Jesus. Wo das nachmacht, was er uns vorlebt. Wo zur Ruhe kommt, so wie er zur Ruhe gekommen ist. Wo der Vater sucht, so wie er den Vater gesucht hat. Wo sich immer wieder rausnimmt, in seinem krassesten Auftrag überhaupt. Aber sich irgendwie nicht überwältigen von der Größe von diesem Auftrag. Und immer wieder Zeit findet, zum Weggehen und Gebet zu suchen. Und ich habe euch ein mega praktisches, wirklich ultra praktisches Tool heute am Morgen mitgebracht, wie wir den Lebensstil zur Ruhe kommen, wie wir das praktizieren können. Das ist nämlich eines der 10 Gebote. 10 Gebote kennt man noch so landläufig. Das sind 10 Gebote, die der Mose auf dem Berg Sinai von Gott bekommt. Und je nachdem, wie man zählt, da gibt es verschiedene Traditionen, wie man das nummeriert, die Gesetze, ist es das 3. oder das 4. Gebot, das ich euch heute vorstellen möchte, als praktisches Tool, um einen Lebensstil von der Ruhe zu praktizieren. Das 3. oder das 4. Gebot. Und wenn du Umfragen machen würdest, im Vorfeld, dann wäre das wahrscheinlich das Gebot, wo alle würden sagen, jo, das ist das unwichtigste Gebot. Das ist eigentlich sogar das Gebot, das ich mit Stolz breche manchmal. Ist ja schon noch krass, gell? Dass es ein Gebot in der Bibel gibt, wo gewisse Menschen mit Stolz brechen. Und zwar rede ich von der Sabbatruhe. Wo Gott sagt, hey, macht einen Tag von der Pause. Und wir alle, ja, ich bin halt so busy, geht nicht, oder? Ich kann keinen Tag Pause machen, yeah. Und wir sind schon fast stolz darauf, dass wir das Gebot von Gott brechen. Wie paradox ist das? Und ich möchte euch das Gebot heute vorlesen. Und wenn ich das vorlese, dann müsst ihr euch in Erinnerung rufen, dass das mit Abstand das längste Gebot ist von all diesen 10 Geboten. Für kein anderes Gebot gibt es mehr Text als für das. Das sind von Vers 8 bis 11. Und ich lese es jetzt gerade vor. Du sollst den Ruhetag einhalten und als heiligen Tag achten. Du hast 6 Tage, an denen du all deine Arbeit verrichten kannst. Aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten.
Das gilt auch für deine Söhne und Töchter, deine Knechte und Mägde, dein Vieh und die Ausländer, die bei dir leben. Denn der Herr schuf den Himmel, die Erde und das Meer mit allen Lebewesen, die sie bevölkern. In 6 Tagen und am 7. Tag ruhte er. Darum segnete der Herr den Ruhetag und erklärte ihn für heilig. Das ist das 3. oder das 4. Gebot von den 10 Geboten. Ein Tag, wo du, Gott verordnet, sollst faulenzen. Schon noch krass, he? Dass das in unserer Bibel dass das drin steht, dass wir einen Tag lang nichts machen. Und du musst nicht einmal ein schlechtes Gewissen haben, wenn du nichts machst den ganzen Tag lang, weil alles, was du dann in dem Moment machst, ist Gebot Gottes erfüllen. Ich finde das unglaublich genial, was Gott da uns für ein Gebot gibt. Und ich glaube, das ist auch der Spirit, in dem, dass ich dir heute das Gebot möchte mitgeben. Ich will dir das nicht als ein To-Do aufbürden oder als ein Gesetz, das jetzt zu befolgen gilt, sondern ich möchte dir die Weisheit von dem Gebot näher bringen. Ich glaube, Gott hat sich unglaublich viel überlegt, als er uns das Gebot gegeben hat. Und ich finde es ja schon noch interessant, dass das der erste Tag, wo der Mensch auf Erde erlebt hat, ist der Sabbat gewesen. Also Gott hat 6 Tage lang die Erde gemacht, am 6. Tag hat er Adam gemacht und dann war Pause gewesen. Dann war Sabbat gewesen. Also der erste Tag, wo der Adam erlebt hat, war ein Tag vom Nichtmachen gewesen. Ich dachte, das ist wie die Meli, die kommt auch immer dann arbeiten, wenn wir Pause machen. Und ist das nicht ein riesiges Privileg, dass Gott uns einfach Pause gönnt? Dass wir uns nicht einmal schlecht fühlen müssen, sondern dass wir dürfen einen Tag von der Ruhe machen. Und darum habe ich euch 10 Punkte zum Sabbat mitgenommen. Wir gehen mega schnell da durch. 10 Punkte vom Sabbat. Wir gehen wirklich schnell durch. Der Sam ist schon am Schauen und schon am Lieder streichen. Nein. Ich schaffe das in meiner zugewiesenen Zeit. Und das Erste vom Sabbat, das ich euch mitgeben möchte, es ist ein besonderer Tag. Gott, das ist das Erste, was Gott in der Bibel heilig nennt. Das ist das allererste, was Gott heilig nennt. Als er den 7. Tag macht, sagt er im 1. Mose 2, Vers 3, Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn für heilig. Denn an diesem Tag ruhte er, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Heilig bedeutet abgesondert. Auf die Seite da, speziell gemacht. Und Gott hat diesen Tag speziell gemacht. Und ich glaube, darum sollten auch wir diesen Tag speziell machen. Der soll und darf und der muss anders sein als der Rest der Woche. Das Zweite, was wir zum Sabbat merken, ist, es ist ein Zeichen von einer besonderen Beziehung. Hast du gewusst, dass in der Bibel auf Sabbat brechen, also wenn du den Sabbat als Israelit dazu mal nicht eingehalten hast, die Strafe war Todesstrafe. Wow, denkst du jetzt vielleicht, was? Die den Sabbat nicht eingehalten haben, die hätten nach mosaischem Gesetz gesteinigt werden. Und wir denken, was? Ist also schon noch recht radikal. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber der Grund, wieso dass das so wichtig und so tief verankert im Gesetz ist und dass Gott wirklich hat wollen, dass Menschen die Sabbatruhe einhalten, ist, weil es ein Zeichen für eine spezielle Beziehung ist. Es war wie ein Ehering. Ein Zeichen für einen Bund, wo Gott geschlossen hat mit seinem Volk. Und sein Volk soll als Zeichen einen Tag Ruhe machen. Also wenn der Sabbat nicht haltest, dann wäre das, als würde ich meinen Ehering abziehen und der Dunja zurückgeben und finden, das brauche ich nicht mehr. Kannst du behalten, ist gut, oder? Dann würde sie finden, wow, halt, was läuft denn da? Das geht gar nicht. Das ist doch ein Bundeszeichen. Hey, wir haben eine Abmachung miteinander, wir haben eine spezielle Beziehung. Und wenn ich das nicht mehr will, dann ist etwas falsch mit mir. Und genau so ist es mit dem Sabbat. Es ist eine Erinnerung an die Befreiung und die Erlösung. Die Israeliten waren Sklaven in Ägypten. Ruhelos, nonstop. Wenn immer die Sklaventreiber gesagt haben, es wird geschafft, ist geschafft worden. Vergiss Ruhetag. Und wo Gott sein Volk aus dieser Sklaverei, aus dieser Sinnlosigkeit von Arbeit rausbefreit, gibt er ihnen einen Tag von der Ruhe. Als Erinnerung, früher waren wir Sklaven, jetzt sind wir frei. Wir dürfen Sabbat feiern und geniessen, dass wir befreit sind. Auch du und ich sind aus der Sklaverei von der Sünde befreit worden. Wir dürfen den Tag uns gönnen und nehmen, um mit Gott zusammen zu verbringen. Es war ein Schutz für Arbeitskräfte.
Auch Sklaven der Israeliten haben einen Tag Ruhe, zu gut gehabt. Also hey, gönnen wir uns doch auch gegenseitig einen Tag der Ruhe. Respektieren wir, dass auch die anderen einen Tag Ruhe verdient haben, dass das denen zu gut ist, dass das denen zusteht. Ihr Angestellten, gönnt euch ihr Ansteller, gönnt euch einen Angestellten einen Tag der Ruhe. Lasst die mal zur Pause kommen. Das E-Mail kannst du auch einen Tag später schicken. Jetzt haben die einen Tag der Pause verdient. Es ist ein Nachahmen von der Schöpfungsruhe Gottes. Es ist, das Wort, das da gebraucht wird, ist durchatmen. Gott hat durchgeschnauft am 7. Tag. Und er lässt dich und mich ein, das auch nachzutun. So wie er durchgeschnauft hat, sollen auch wir einen Tag der Woche durchschnaufen. Es soll verhindern von sinnlosem Durcharbeiten. Wenn du im Hamsterrad drin bist, dann ist es so wichtig, dass du einen Tag einfach aus dem rauskommst und zurückschaust und merkst, hey, ist ja alles gar nicht das Zentrum. Arbeit ist nicht das Einzige, wo ich bin und habe und kann. Da gibt es andere Aspekte vom Leben. Und für das ist der Sabbat. Es ist auch eine Wertschätzung von der Arbeit. Es ist nicht eine Vernachlässigung oder quasi eine Schlechtmachung von der Arbeit, sondern es ist der Tag, wo du auch zurückschauen und stolz sein auf die Woche, die war. Wo du das feiern und zelebrieren, dass du 6 Tage gearbeitet hast und jetzt darfst du einen Tag Pause machen und zurückschauen auf das, was war. Und das wertschätzen, was geleistet worden ist. Es ist ein Fest für Gott. Es soll ein Fest sein für Gott. Man soll an diesem Tag ein Fest feiern und Beziehung zu Gott zelebrieren und leben. Und es ist ein Tag der Freude. Es soll nicht ein Tag vom Leid sein, wo quasi, oh nein, Mann, jetzt muss ich wieder Sabbat machen. Sondern hey, den kannst du im Fall gestalten, den Tag, auf dass es ein schöner Tag und ein guter Tag ist. Und das Letzte, es ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Einmal in der Woche dürfen wir uns daran erinnern, dass eines Tages, wenn Jesus zurückkommt, wir alle werden einkehren in die ewige Sabbatruhe. Dass wir für immer und ewig dürfen zur Ruhe kommen und durchschnaufen und durchatmen bei Gott. Ist es nicht genial? Darum dürfen wir am Sabbat die Beziehung zu Gott zelebrieren und feiern. Ich habe euch noch ein paar simple Tipps für mit auf den Weg. Wie kannst du dann jetzt aktiv eine Sabbatruhe gestalten? Heilige den Tag, mach ihn speziell. Bei uns, wir fangen damals am Freitagabend an, wo wir miteinander zusammensitzen und dann ein Kerzchen anzünden, so als einfach ein Ritual, so zum sagen, hey, jetzt hat die Ruhe angefangen. Und dann tun wir miteinander Abendmahl feiern, dann tun wir miteinander auf die Woche zurückschauen und einfach Gott Danke sagen für alles, was war. Und dann ist wie klar, okay, jetzt ist unsere gemeinsame Zeit. Und dann, für mich selber habe ich mir vorgenommen, ich möchte den Tag ohne Handy verbringen. Weil Handy ist für mich eine riesige Ablenkung, ein riesiger Stressmacher. Und so habe ich mir gesagt, hey, an dem einen Tag von der Ruhe ist mein Handy mal auf der Seite und ich will in Beziehung und Ehe investieren. Übrigens, es ist statistisch erwiesen, dass wenn immer Stromausfall ist, dass 9 Monate später die Geburtsrate steigt. Vielleicht lohnt es sich für uns, ab und zu mal einen Tag vom Stromausfall einzuführen, wo einfach Beziehungen im Vordergrund stehen. Wo man einander geniessen darf, wo man miteinander Zeit verbringen kann, wo man Zeit hat für lange, ausführliche Gespräche und Spaziergänge. Es ist ein Tag, wo du deine Beziehung zu Gott kannst pflegen, wo du Gottesdienst feiern und feiern, wirklich feiern, dass wir dürfen eine spezielle, besondere Beziehung zu Gott haben, wie der Ehering ein Zeichen ist, dass ich eine spezielle, besondere Beziehung zu der Dunja habe, ist der Tag von der Ruhe ein spezielles Zeichen, dass wir zu Gott gehören und bei ihm zur Ruhe dürfen kommen. Und das Letzte ist etwas, was ich meinen Kindern immer wieder sage und selber nicht so ernst nehme. Nämlich, halt mal Langweile aus. Hey, wie schlecht sind wir alle geworden, ich insbesondere, zum einfach mal Langweile aushalten. Es muss im Fall nicht immer die ganze Zeit irgendetwas am Laufen sein. Und so einen Tag in der Woche als Erinnerung, hey, ich darf zur Ruhe kommen, ich darf durchatmen und auftanken bei Gott. Ja, vielleicht heisst das auch, dass man mal ein bisschen Langweile aushaltet. Das ist gar nicht so schlecht für mich. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht für dich.
So möchte ich zum Schluss von dieser Predigt mit uns allen zusammen beten und dann dürfen wir in eine Zeit der Anbetung einsteigen. Die Band kann sich schon mal gerne bereit machen. Und ich möchte jetzt einfach für uns alle beten. Himmlischer Vater, ich bin dir so mega dankbar, dass du uns einen Tag von der Ruhe gönnst. Dass du uns das zu gut haltest. Dass wir dürfen wirklich einfach einen Tag faulenzen und uns einander gegenseitig geniessen und Beziehung zu dir geniessen. Möchte ich bitten, dass du uns neue Ideen gibst, wie wir den Tag gut feiern können. Wie wir den in unsere Routine einbauen können. Wie wir neu uns auch selber schauen und Grenzen setzen, auf das wir wirklich dich erkennen. Auf das wir dich verstehen und immer tiefer in eine Beziehung zu dir wachsen. Himmlischer Vater, du dort jetzt einfach auch den Finger drauf legen, wo es uns schwerfällt, langweilig auszuhalten und zur Ruhe zu kommen. Zeig du uns, wie wir das neu lernen können. Einfach bei dir zur Ruhe kommen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das beste Vorbild bist, was es überhaupt gibt. Dass du uns zeigst, was es bedeutet, zur Ruhe kommen beim Vater. Danke dir, dass wir von dir lernen und dass wir unser Leben nach deinem Leben modellieren dürfen. Und alle, die einverstanden sind, dürfen mit mir zusammen sagen: Amen. Amen. Hey, lass uns